Hey, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Hier sind wir Ambassador of Christ. Und lassen wir heute mal aufhängen mit dieser Bibel, weil wir sollen immer als Bibel bei uns haben, weil das ist wichtig, dass wir immer an Gottes Wort bleiben. Nämlich so könnt ihr erkennen, wie ein Grad an ihrem Kopf rundherum schwirrt, ob es ein Feind ist oder ob es ein Heiliger Geist ist. Eigentlich ist es ganz einfach, für das rauszufinden, weil der Herrgott ist nicht Chaos, der Herrgott ist nicht den Zweifel und der Herrgott ist auch nicht die Angst. Der Herrgott ist Licht, Frieden und Fried. Und enthält sich immer sein Wort. Also wenn es etwas ist, was nicht in der Bibel steht oder etwas, was gegen die Bibel geht, dann ist es nicht von ihm. Gut, dann lassen wir heute mal aufhängen mit Genesis, also auf Deutsch 1. Mose. Genesis Kapitel 1, Vers 26. Wir hatten gesagt, wir gucken, wie wir sind an Christus. Lost als der Mensch nur eisem Bild, das eis ähnlich ist, machen. Menschen herrschen über all Fisch am Meer, über die Vögel am Himmel, über die Vieh, über die ganze Erde und über all deren, die über der Erde krauchen. Vers 27. Toen hat Gott den Mensch nur seinem Bild erschaffen. Nur ein Bild von Gott hat ihn erschaffen. Nämlich männlich und weiblich hat hier sie erschaffen. Am Spiegel gesehen wir uns alltag, aber da gesehen wir, wie wir am Fleisch sind. Wir gesehen just den bausigsten Etui. Aber das ist nicht alles von uns. Wir sehen uns wirklich Identität nicht. Weil wir sie gemacht, nur einem Bild, so der Herrgott, nur ein Bild von Gott. Wenn ihr also wissen wollt, und das ist absolut nicht blasphemisch und das ist auch nicht arrogant, aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr seht, dann guckt auf den Herrgott. Das war von Anfang an Gottes Plan, weil hier hat es gesagt, es steht geschrieben. Am Genesis, also immer nach 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7 steht geschrieben, der Jahwe Gott hat auch den Mensch aus dem Stups vom Boden geformt, an ihm den Atem vom Leben an sein Nuslöcher geblosen. So gouf der Mensch ein lebendiges Wesen. Wirklich am Hebräischen steht, der Mensch gouf ein schwätzender Geist. Das ist das, was mir wie von allen anderen Kreaturen auf der Erde wirklich einzigartig von mir schwätzen. Und als Klängen extra, und hat auch schüst zwei Geschlechter erschaffen, männlich und weiblich. Adam heißt dann auch auf Hebräisch einfach nur Mensch. Ja, das war nicht als Viernomen gedurcht. Das den Adam ist der Mensch, der erste Mensch auf der Erde. Und auch Eva, das war nicht kein Viernomen, das heißt ganz einfach Leben, weil Eva die Mom von uns allen ist. Wir müssen einfach, und das ist ein bisschen, was ich euch vermitteln will, das heißt wirklich, einen kleinen Anfang kann, ein kleinen Drops für euch ein bisschen gelüsterisch auf mich zu machen. Wir müssen als liebig Christen, als Nachfolger Jesu, wirklich wissen, wie wir sind. Wir sind aus seinem Bild gemacht. Sogar jüdische Rabbien, sie sagen an ihrer Lehre, dass wie Gott den Adam geschaffen hat, dass Engel nicht konnten unterscheiden, wie wir. Das ist, sie waren wirklich, dann hat den Adam so gleich nur seinem Bild gemacht, dass die Engel nicht mehr unterscheiden konnten, wie wir. Und Gott hat dem Mensch auch all Herrschaft gegeben über alles, was auf der Erde kraucht und flieht und schwimmt und lebt und geht. Und das ist wichtig zu wissen, wir haben die Herrschaft. Das heißt doch nicht, dass wir Lebewesen oder Tiere quälen. Absolut nicht, weil Gott das lebt. Und ich denke, das wisst ihr wahrscheinlich auch nicht. Oder das wissen ganz viele Leute nicht, dass damals die Tiere, die hier noch schaffen hat, die Tiere, die waren, also die Welt war vegetarisch. Das heißt, die Tiere haben sich auch nicht in den anderen Gies, die Tiere waren einfach da.
Voilà. Und so wird die Welt auch an der 1000-jähriger Herrschaft, die ihr könnt, auch ihrem Sinn. Es wird kein Blut mehr fließen. Voilà, also Lust, ihr statt alles mal durch den Kopf gehen, die 3 Versen, die ich euch vorgestellt habe, also wir sind gemacht am Bild von Gott, an en huet de Mënsch d'Herrschaft ginn iwwer alle Liewewesen op der Erde. An dat huet sech net geändert. Neiich du segem Plan huet sech geändert, an et gëtt noch viel besser no Jesus. Dat do muss Dir lomoll holen als Adam an Eva. Sie hatten Herrschaft iwwer alles, sie waren gemacht wéi Gott, sie hatte Kommunikationun mat Gott, sie hunn ihr gesinn, sie hun mat ihm geschwaart, aber sie waren net neu geboren. Dat heißt, wat mir hunn, also so im Alten Testament, Neuen Testament, wat mir no im Neuen Testament hunn, ass noch viel besser, weil hier ass an Eis an hier ass immer bei Eis. Und dafür voilà, ich hoffe, Dir gut lo bisse Lust op méi, weil et gëtt voll und just noch besser. Und dat is alles wat Religion eis net seht, weil Religion will eis ja an der Kirch halen. Und sie will net, dass man d'Autoritéit liewen, die man eigentlich hunn. An die den Herrgott gern hat, an der Zeit das Kirch, also nicht Kirch Gebäude, aber Kirch Nachfolger von Christus, zu dem gehen, was hier wollt, dass wir sind, aber was 12 und 70, die hier ausgeschickt wird, dass wir dahin zurückkommen. Weil das ist das, was ihr wollt, das war seine Mission. Voilà. Gut. Das war alles für heute für mich. Wie gesagt, ich habe nicht kurz, ich will nicht so viel von ihrer Zeit holen. Kurz Video, ich habe geguckt, wie lange. Dafür, ich gehe nicht alltag so kleinen Maufelchen für darum zu knallen, weil wir sollen ja über das Wort meditieren. Meditieren nicht wie an den östlichen Religionen, nicht da sitzen an der Kopf idle machen und Tieren noch machen für Sachen, die ihnen nicht verlassen. Nee, den Kopf füllen mit dem Wort Gottes und dort meditieren. So steht immer im Vier so und drüber nachdenken, das wirklich alles ranholen, dass es mit uns geht. Und da verstehen wir auch, und da gehen wir auch zu dem, da können wir uns an das verwandeln, was hier von uns will. Voilà. Und damit soll ich Gottes Segen, Friede sei mit dir, aber vergiss nicht, Jesus wird dir ganz viel gern. Bis gespannt.